Bonjour, die Damen und die Herren. Das Wort zu Brüssel hat ganz sympathisch angefangen, weil ich Besuch gekriegt von den ADR-Frauen. Sie sind hergekommen, für das Europaparlament kennenzulernen, noch für ein bisschen besser zu verstehen, wie die Europaparlamentarier schaffen. Und wir hatten ganz flotte Diskussionen mit denen. Politisch waren noch ein paar Sachen, das war ganz interessant. Die Europäische Kommission hat den Kompetitivitätskompass vorgelegt, etwas, was extrem aktuell ist, durch die Pressekonferenz zum Beispiel von ArcelorMittal zu Lützeburg scheieren. Und ich habe auch immer insistiert, wie schlecht die europäische Industrie drun ist, am Blick an der Konkurrenz auch zu den USA, zu China, und dass es besser nötig ist, größere Reformen durchzuführen, an den Green Deal zurückzudrängen. Den Kompetitivitätskompass setzt ein paar Schritte in die richtige Richtung. Wir wissen wir nicht, ob es weit genug geht. Wir müssen darauf warten, dass der 26. Februar die Europäische Kommission den sogenannten Clean Industrial Deal dann vorstellt. Am Blick ist es aber so, dass die Autoindustrie an den strategischen Dialog soll angebunden gehen. Auch die Autoindustrie ist ganz, ganz schlecht drin. Und ich kann nur hoffen, dass dann die Kommission und viele andere hier zu Brüssel verstehen, dass wir müssen etwas wirklich Substanzielles ändern in unserer Politik für die europäische Industrie eine neue Chance zu geben. So ist es so, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, wir gehen all der mehr arm. Ein wichtiges Sujet am Blick sind natürlich der Krieg am Kongo und die Rolle vom Ruanda. Die Europäische Union hat ein Abkommen am Ruanda aufgeschlossen über Mineralien, weil du sicher ein ganz bossiges Sache ist, weil der Ruanda selber nicht viel Mineralien hat. Du sicher ist es so, dass der Bürgerkrieg am Kongo durch den Guerilla-Movement M23 unterstützt, und da gehen die Mineralien aus dem Kongo illegal an der Ruanda angefeuert. Und wir als Europäische Union können da eine grosse Machtverantwortung haben. Und ich werde an den nächsten Kommission schreiben, an dem da ein Dossier, weil ich meine, das einfach nicht möglich ist, dass wir direkt oder indirekt zu einem Krieg an Afrika beitragen. Und dann wurde natürlich auch ein ganz wichtiges Sujet, die mir ganz nahe liegt, das ist die Erinnerung an den Holocaust. Wir hatten eine Zeremonie hier am Europäischen Parlament, wie daran zu erinnern. Aber es wird noch gemerkt, hier und auf anderen Plätzen, dass die politische Korrektheit am Blick daran besteht, dass die Rolle, wo Russland überhaupt nicht mehr genannt gehen oder von der Sowjetunion damals, es waren sowjetische Truppen, die Armee, die das Konzentrationslager zu Auschwitz-Birkenau 94 Jahre befreit haben. Das ist auch etwas, was heute nicht mehr gesagt wird, aber wenn ihr nicht seht, eine Verfälschung von der historischen Wahrheit durchstellt. Der sieht, wie immer, als hier ganz viel Interessantes und Wichtiges, was geschieht. Und ich freue mich darauf, dann nächste Woche weiter zu erzählen. Vielmals merci für die Zuhören.